Es sei, wie du es befiehlst, o Herr. So Gott will, wird ich alles so machen, dass es einem Fürst von den Feinschmecker gefällt. Hat der Zwerg erwidert und sich tief verbeugt. Der kleine Koch hat sich daran gemacht, seine ganzen Kochkünste zu zeigen. Er hat das Portemonnaie von seinem Herr nicht geschont, noch weniger sich selber. Man hat ihn den ganzen Tag in einer Wolke von Rauch und Feuer gesehen und seine Stimme hat ständig durch die Küche getönt. Denn er ist der Herrscher der Küchenbuben und der niederen Köche. Der fremde Fürst war so 14 Tage beim Herzog und hat herrlich gelebt. Sie haben jeden Tag nicht weniger als 5 Mal gegessen. Und der Herzog war zufrieden mit den Künsten des Zwerg. Denn er hat gesehen, wie sein Gast zufrieden ist. Am 15. Tag hat der Herzog den Zwerg zum Tisch gerufen und ihn dem Fürst vorgestellt und der gefragt, wie er die Speise vom Zwerg gefunden hat. Du bist ein wunderbarer Koch und weisst, was anständig essen heisst. Du hast in der ganzen Zeit, wo ich jetzt da bin, noch nicht einmal ein Rezept wiederholt und alles war köstlich gewesen. Aber sag mir, warum bringst du so lange nicht die Königin von den Speisen, die Pastete Suzeraine? Der Zwerg ist verschrocken, denn er hat noch nie von dieser Pastete gehört. Trotzdem verspricht er, dass er sie am nächsten Tag machen will. So ist er betrübt in seine Kammer gegangen. Die Gans Mimi hat ihn tröstet. Das Gericht ist öfters bei meinem Vater auf den Tisch gekommen und ich weiss ungefähr, was man dafür braucht. Und wenn es auch nicht ganz genau das ist, was nötig wäre, wird es nicht so schlimm sein, weil die Herren werden kaum so einen feinen Geschmack haben. Der Zwerg hat sich gefreut und sich daran gemacht, die Pastete zu machen. Und der Herzog dann einen tüchtigen Biss probiert hat er die Augen zur Decke gerichtet und gesagt: Mit Recht nennt man das die Königin der Pastete. Aber mein Zwerg ist auch der König der Köche, nicht wahr, meine lieben Freunde? Der Gast hat nur ein paar kleine Bissen zu sich genommen und hat dabei argwöhnisch gelächelt und gemeint: Das Ding ist passabel gemacht, aber die Suzeraine ist es denn noch nicht ganz. Das habe ich schon gestern gedacht, dass du die Spiesse nicht machen kannst wie mein Koch. Du musst wissen, dass da ein Kräutli fehlt, das man in unserem Land gar nicht kennt. Das Kräutli heisst «Nies mit Lust». Entweder zeige ich euch morgen die Pastete, so wie ihr sie verlangt habt, oder der Kopf von dem Bursch ist aufgespießt auf dem Tor vom Palast. Gang, du Hund! Ich gebe dir nochmal 24 Stunden Zeit.